In der Tat. Hä? Das heißt, dass in jüngster Zeit etwas passiert sein muss. Etwas, wodurch die Patientenakte jetzt zu einem Problem für sie geworden ist. Jetzt habe ich sie soweit, das spüre ich. Es ist an der Zeit, ihr den Todesstoß zu versetzen, mit Beweisen. Frau Tiala, es ist sinnlos zu versuchen, es zu verbergen. Die Akte wurde jetzt zu einer Bedrohung für Sie, wegen dem hier. Wo wir gestern aufgehört haben. Guten Tag, ihr Leid. Also, wir haben sie. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie etwas, das beweisen kann, warum diese Akte zum Problem geworden ist. Die Akte wurde zu einer Bedrohung für sie, und zwar jetzt, was sie vor einem halben Jahr noch nicht war. Und ich denke, es liegt damit zusammen. Pass auf. Name des Patienten Woki Kitaki männlich. Bericht abgelegt 14. Juni. Anmerkungen. Metallfragment in Herznähe entdeckt. Sofort untersuchen. Moment. Steht da auch ein Datum drauf? Nee. Okay, ich schnall's nicht. Mann. Ich kann aber auch nicht mehr speichern. Das ist jetzt halt schlecht. Wir probieren mal Ergebnisse einer Untersuchung vom Juni. Da steht nicht. Also es gab ja eine Untersuchung vom Juni und das ist nicht der Untersuchungsbefund, oder? Komm, ich probiere jetzt einfach mal das da. Ah, nicht gut. Doch gut. Ein Untersuchungsbefund, der dem Angeklagten gehört. Die Kitakis versuchen, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Die Untersuchung in diesem Monat war ihre erste überhaupt. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Hm? Oh, nichts. Warum hätte ich etwas denken sollen? Oh, ich könnte mir vorstellen, dass Sie völlig außer sich waren, denn Sie hatten panische Angst. Sie wussten, was beim Röntgen von Wokis Brust ans Licht kommen würde. Okay, also. Der Untersuchungsbericht sagt, der hat da noch einen Splitter oder eine Kugel im Herzen stecken. Das ist nicht gut. Und wer hat diese Operation gemacht, ohne den Splitter rauszumachen? Der Doktor und sie. Sie wusste die ganze Zeit, dass der Splitter noch drin ist. Und wenn das die Familie Meraktis rausgekriegt hätte, dass sie die ganze Zeit wusste, dass der noch drin ist und nichts gesagt hat, ich glaube, die wäre nicht so erfreut gewesen. Ich glaube, darum geht's. Seit der OP war ein halbes Jahr vergangen. Sie dachten, sie wären fein raus. Als die Vergangenheit sie plötzlich in Form dieser Patientenakte eingeholt hat. Da fliegen ihr die Federn weg. Okay. Das ist alles, euer Ehren. Was ist denn jetzt passiert? Hat die Zeugin gerade zugegeben, dass sie gelogen hat? Oh oh, das sieht aus, als würde sie sich ganz schnell was überlegen. Ich habe es gespürt. Stirni hatte eine tolle Aura ausgestrahlt. Cool. Cool. Die Dame hat also gelogen, wie es scheint. Das stimmt. Sie sagte, sie hätte keine Verbindung zur Meraktis Klinik gehabt. Doch ihre Verbindung war wirklich stark. Ein bisschen zu stark. Wenn die Kitakis die Akte mit ihrem Namen darin in die Hände bekommen hätten, wäre das ihr Ende gewesen. Stimmt doch, Frau Tiala? Sie haben es erraten. Ruhe, Ruhe. So, ich hab's geschafft. Ich habe ihre Aussage geknackt. Fantastisch, Apollo. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Warum hast du die Augen zugehabt oder was? Paps hatte recht, was dich betrifft. Moment! Frau Tiala? Es ist wahr. Diese Patientenakte war ziemlich ungünstig für mich. Deswegen bin ich an jenem Tag zum Doktor gegangen. Das ist alles. Ich habe ihn über Woki informiert und bin wieder nach Hause gegangen.
Es sieht so aus, als wäre das Kreuzverhör noch lange nicht vorbei. Was? Sie hat uns die Wahrheit verheimlicht, das steht fest, doch es ist nicht klar, dass diese Wahrheit etwas mit dem vorliegenden Fall zu tun hat. Na gut, die Zeugin wird das ihrer Aussage hinzufügen. Und wir machen noch etwas weiter mit dem Kreuzverhör. Mann, ey, ich war so nah dran. Du bist immer noch nah dran. Lass nicht locker, Apollo. Okay. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe ihn gewarnt und bin wieder gegangen. Moment mal! Nachhaken natürlich. Wie hat Dr. Meraktis auf die Warnung reagiert? Oh, er war ziemlich überrascht, fast schon panisch. Wer wäre nicht verängstigt, wenn er erfährt, dass ein Kitaki hinter ihm her ist? Übrigens, dieses Gericht hat keine Angst vor Mafiosi. Gestern kam es in diesem Gericht zu einer lebensbedrohlichen Situation. Der Angriff des unglaublichen Herrn Hut. Und danach habe ich sie in ihr Büro zurückgetragen. Was? Klingt so, als wäre der Richter ziemlich verängstigt gewesen. An jenem Tag ist im Büro von Meraktis nichts passiert? Aber was ist mit dem Chaos, das wir vorgefunden haben? Irgendetwas ist ganz gewiss in diesem Büro passiert. Die Kugel! Da war ein Schuss drin. Von der Waffe. Also da ist definitiv was passiert. Ich weiß, sagt er. Aber wir können nicht beweisen, wann es passiert ist. Und auch nicht, dass Alida Tiala daran beteiligt war. Nun, dann versuchen wir trotzdem mal einige Beweise zu präsentieren. Völliger Unsinn, dass sie nur zur Klinik gegangen ist, um ihn zu warnen. Weißt du, warum sie dorthin gegangen ist, Apollo? Es wird Zeit herauszufinden, was wirklich in dieser Klinik passiert ist. So, das hatten wir schon mal. Klinik gegangen. Das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte Dr. Meraktis warnen. Ich wusste ja, dass Woggy die Pistole hatte. Wir gucken noch mal kurz die Pistole an. Hat er zurückgelassen. 2 Schuss wurden abgegeben. Fingerabdrücke weggewischt. Also. Ja, alles klar. Also folgendes, es wurden 2 Schuss abgegeben. Und diese Kugel ist... So. Ja, sieht aus wie ein Muffin. Ich weiß, Eiscreme. Okay. Diese Kugel stammt aus dieser Waffe. Das ist Schuss 1 von 2. Der zweite Schuss wurde am Nudelstand halt abgegeben, mit dem wurde Herr Meraktis getötet. Also. Ich wollte Meraktis warnen, ich wusste, dass Woggy die Pistole hatte. Doktor war ein ängstlicher Mann, so ängstlich seine Fehler zuzugeben. Warum soll ich jetzt wegen einer 6 Monate alten Akte in die Klinik gehen? Das haben wir geklärt. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich habe ihn gewarnt und bin wieder gegangen. Da präsentieren wir jetzt mal die Kugel. Einspruch! Sieht gut aus. Musik hört auf, ist immer gut. Die behaupten, im Büro des Doktors wäre nichts passiert. Da bin ich anderer Meinung. Sehen Sie sich das an. Was ist das? Sieht aus wie eine zusammengequetschte Tonkugel. Irgendwie ein bisschen so wie sie. Ja, danke. Diese Kugel wurde im Büro der Meraktis-Klinik gefunden. Irgendetwas ist in diesem Büro passiert, Frau Tiala. Genug herumgealbert. Die Polizei hat in der Klinik ermittelt. Einspruch! Diese Kugel steckte innen im Safe des Doktors. Innen im Safe? Ich glaube, die Polizei hat dort nicht nachgesehen. Einspruch! Aber da gibt es ein Problem. Wie können Sie behaupten, dass die Kugel an jenem Tag abgefeuert wurde? Einspruch! Aber jetzt geht's rund. Einspruch. Waren Sie nicht derjenige, der uns die Riefenspuren erläutert hat? Aha. Die Pistole wurde an jedem Tag aus dem Kitaki-Anwesen entwendet. Wenn die Riefen an dieser Kugel mit der Mordwaffe übereinstimmen, beweist das, dass an jedem Tag in diesem Büro eine Feuerwaffe abgefeuert worden ist. Nicht übel, Stirni. Ja, dann gucken wir mal. Gerichtsdiener, lassen Sie diese Kugel sofort untersuchen. 30 Minuten später, ein Bericht wird vorgelegt. Die Projektilriefen sind an beiden Kugeln identisch. Tada! Nun, es scheint, als wäre die Kugel im Safe aus der Mordwaffe abgefeuert worden.
Vielleicht möchte die Verteidigung erläutern, worauf sie hinaus will. Ey, jetzt frag doch nicht so. Die Kugel in jenem Safe beweist eines, da ist was vorgefallen. Eine Pistole wurde an jedem Tag in dem Büro abgefeuert. Und zum Zeitpunkt des Abfeuerns war der Safe offen. Der Safe, in dem sich die absolut geheime Patientenakte befand. Glauben Sie, dass irgendjemand Dr. Meraktis bedroht hat, um den Safe zu öffnen? Nur eine Person war in der Lage, so etwas zu tun. Unsere Zeugin, Alita Tiala. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Herr Justice, worauf wollen Sie hinaus? Beschuldigen Sie etwa die Zeugin? Alita Tiala wusste von Wockys verpfuschter Operation. Sie hat sich mit ihm verlobt, ohne ihm davon zu erzählen. Solange sich diese Kugel in seiner Brust befand, waren seine Tage gezählt. Was wäre gewesen, wenn sie geheiratet hätten und die Kugel hätte ihr Ziel erreicht? Aha, das ist das, was ich schon die ganze Zeit vermutet habe. Das erinnert mich an etwas. Offensichtlich sind die Kitakis dabei, sich jetzt legalen Geschäften zu widmen. Sie verdienen gerade eine ganze Menge Geld, ein Vermögen, wenn sie so wollen. Wie schändlich. Sie hatte also vor, ihn zu heiraten, um an sein Vermögen zu kommen? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, sie wollte ihn heiraten, um in eine Gangsterfamilie einzuheiraten und dann die Patin zu werden oder so. Okay. Wer widerspricht da ein? Ach, er. Ihr redet nur Müll über meine Alita. Ich werde dich verklagen, Rechtsverdreher. Hä? Mich? Ja, genau. Du hast gesagt, dass du meine Alita angraben willst. Was? Ich glaube, sie meinen anklagen. Ist doch dasselbe. Du kannst sie nicht haben, sie gehört mir. Ich war's. Ich habe diesen Doktor erschossen. Ich. Er hätte mich sterben lassen, also ließ ich ihn dort in dem Park auch sterben. Wocky? Beruhigen Sie sich doch ein wenig, bitte. Lass deine schmutzigen Hände von meiner Alita, sonst schüttelt das Publikum mit dem Kopf. Hi. Wie, wer sagt denn hier Hi? Hi, hi. Achso, die lacht. Hihihi, hahaha. Frau Tiala? Tut mir leid, es ist schon so lange her, dass ich zum letzten Mal so gelacht habe. Was ist denn so lustig? Wocky. Wach auf und riech mal die Realität. Alita, Baby? Die Unterschrift auf der Patientenakte, die Verlobung. Ich meine, komm schon. Das ist doch auch so offensichtlich. Selbst für einen hirnlosen, verzogenen Bengel wie dich. Alita? Ihre Aufrichtigkeit ist wie eine Prise übelriechende Luftmiss. Ey, ich wäre sowieso nicht sauber aus der Sache rausgekommen. Sie sind also tatsächlich hinter dem Familienvermögen her. Genau so ist es. Es ging mir um das Geld. Unmöglich. Das ist zu krass. Ich will das nicht hören. Wir hätten früher heiraten sollen. Nun gut. Übrigens, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wem? Mir? Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie würden mich angraben? Was? Ich habe gesagt anklagen, Mann. Anklagen. Was habe ich denn für ein Verbrechen begangen, wenn ich fragen dürfte? Ich bin ein böses Mädchen. Ja. Ich habe mich wegen des Geldes an den Bengel rangemacht. Aber er war doch derjenige mit der Pistole. Er muss sie abgefeuert haben, nachdem ich die Klinik verlassen hatte. Ich würde so etwas niemals tun. Es war dieser dumme Bengel. Moment, aber was reden Sie denn da? Schussi? Sie hatten am meisten zu verlieren, hätte man diese Patientenakte gefunden. Aber ich hatte keine Pistole. Oder etwa doch? Nun, Sie hätten die von Wocky nehmen können. Das hätte er doch wohl erwähnt, oder nicht? Er hat nur gesagt, ich war's. Ich habe ihn erschossen. Einspruch! Das hat er doch nur getan, um sie zu beschützen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich in diese nette Unterhaltung einmische. Aber Sie beide vergessen einen entscheidenden Punkt. Welchen Punkt? Natürlich wolle die Miss die Patientenakte. Sie sagen, sie hätte den Doktor bedroht, um den Safe öffnen zu lassen. Doch. Hätte sie da nicht die Akte mitgenommen? Kack.
Ja. Verstehen Sie? Jene Akte wäre nicht in dem Safe zurückgelassen worden. Mann, ey, das stimmt. Er hat recht. Ja, natürlich hat er recht. Frau Tiala. Ja. Dem Gericht ist klar, dass Sie keine besonders gute Verlobte sind. Oh, Sie schmeicheln mir. Vielleicht wäre es an der Zeit, uns die Wahrheit zu sagen? Erzählen Sie uns, was Sie an jenem Tag gemacht haben und wo Sie jeweils waren. Vergessen Sie bloß nicht, dass wir schon bewiesen haben, dass Sie am Tag des Mordes in der Meraktis-Klinik waren. Okay. Zeugenaussage. Na dann. Die Meraktis-Klinik 2. Ja, ich bin an jenem Tag in der Klinik gewesen, um mit dem Doktor zu sprechen. Ich wollte diese Akte, also bin ich später nochmal in die Klinik zurück. Aber ich habe nicht geschossen. Es gibt keinen Beweis, dass ich die Pistole genommen habe. Sorry, ist schon spät. Und dieser Beckel wurde zum Zeitpunkt des Verbrechens im Park gesehen. Ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, ob er Dr. Meraktis an der Schläfe traf. Wie, ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, ob er Dr. Meraktis... Was ist denn das am Schluss für eine seltsame Aussage, vollkommen aus dem Kontext raus? Sie sind später nochmal zurück. Die Akte war gefährlich, verstehen Sie nicht? Ich muss sie loswerden. Darum bin ich an jedem Tag dorthin gegangen. Aber Sie haben die Akte doch nicht bekommen, nicht wahr? Und später in der Nacht habe ich dann entdeckt, was hinter der Studentinnenfassade steckt. Und später in der Nacht wurde Dr. Meraktis erschossen. Ich habe davon gehört, wartete einen Tag, aber dann musste ich nochmal hin. Das war nicht einfach mit der Polizei überall. Sie waren das? Ja, da kann ich mich dran erinnern, dass dann jemand abgehauen ist. Apollo, das Geräusch, es kommt von hinter dieser Tür. Da ist jemand drin. Einbrecher, er ist durchs Fenster raus. Die waren also der Einbrecher. Ja, sorry Leute, es ist 0:40 Uhr, da darf man ein bisschen gähnen. Das waren Sie beide? Hätte ich nur eine Minute länger gehabt, dann hätte ich den Safe öffnen und die Akte herausholen können. Was? Aber das ist Hausfriedensbruch, das gehört sich nicht. Oh, geht es in diesem Prozess jetzt um Hausfriedensbruch? Außerdem, Sie können einem Menschen nicht vorwerfen, sich selbst zu schützen. Das sind Gangster, verstehen Sie? Wie dem auch sei, Herr Justice, Ihr Kreuzverhör. Lieber das kleine Übel zugeben, um dem großen Übel zu entgehen. Okay. Okay, ja, gucken wir mal. Meraktis-Klinik. Ja, ich bin an jedem Tag in der Klinik gewesen, um mit dem Doktor zu sprechen. Warum an jenem Tag? Der Bengel war unberechenbar, er war bereit zu töten. Und das hätte die Polizei ins Spiel gebracht. Und die Akte wäre zum Beweismittel geworden. Und ich hätte mit schweren Konsequenzen rechnen müssen. Schnief. Aber die Polizei hat den Safe nicht untersucht, nicht wahr? Die sind davon ausgegangen, dass sich das Verbrechen im Park ereignet hat. Ich werde mir die Verantwortlichen zur Brust nehmen. So eine Schlampigkeit darf keinesfalls toleriert werden. Manchmal kann Schlampigkeit auch ganz nützlich sein. Sag das nicht meiner Freundin. Ich wollte diese Akte, also bin ich später nochmal in die Klinik zurück. Moment mal! Später? Als ich von der Sache hörte, hatte ich zu viel Angst, um an jenem Tag noch etwas zu tun. Also wartete ich auf den nächsten Tag. Das war der 16., nicht wahr? Natürlich haben Sie und dieses lästige Kind mir Steine in den Weg gelegt. Aber warum hatte Dr. Meraktis diese Akte noch bei sich? Das war sehr gefährlich für ihn. Er hätte sie einfach verbrennen können. Weil er ein Feigling war. Die Akte war seine Lebensversicherung. Lebensversicherung? Meine Unterschrift in der Akte, um genau zu sein. Dadurch konnte ich ihn nicht verraten. Aber ich habe nicht geschossen. Es gibt keinen Beweis, dass ich die Pistole genommen habe. Ah, stopp. Ich habe vergessen, nachzuhaken. Moment mal! Aber Sie hätten sie stehlen können. Können? Ist das eine neue Definition eines Beweises? Hätte, Fahrradkette? Wir werden Wookie fragen. Er wird es uns sagen. Einspruch! Nee, wieder nicht.
Dürfte ich Sie daran erinnern, dass es sich hier um ein Kreuzverhör handelt? Es wäre besser, wenn Sie Ihre haltlosen Theorien für sich behalten. Ja, hat er wohl recht, ne? Also, und dieser Bengel wurde zum Zeitpunkt des Verbrechens im Park gesehen. Moment mal! Ja, aber was? Sie haben nichts zu sagen, der Fall ist vorbei. Er war schon vorbei, als dieser Bengel im Park gesehen wurde. Was bringt es noch weiter drauf rumzureiten? Ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist, ob er Dr. Meraktis an der Schläfe traf. Also dieser Satz, der passt überhaupt nicht. Zu dem, was sie vorher gesagt hat. Das ist einfach, als hätten sie noch irgendwie hinten einen Satz dran gehängt. Natürlich hake ich jetzt halt nach, aber dem Doktor wurde doch in die rechte Schläfe geschossen, oder? Sieht wohl so aus. Sehen wir uns doch nochmal die Fakten an. Einverstanden? Okay. Tut sich hier irgendwas. Wenn der Mörder von hier aus... Oh, ich weiß, worauf es hinausläuft. Sehr schön. Wenn der Mörder von hier aus geschossen hätte, dann würde die Kugel dem Opfer direkt in der Stirn stecken. Ganz klar, geradeaus, gucken sich an, zack, Stirn. Wie auch immer, die Eintrittswunde befindet sich in der rechten Schläfe. Ja, wir haben die Aussage darüber gestern gehört. Zum Zeitpunkt des Schusses stand der Zeuge hier. Unmittelbar bevor die Waffe abgefeuert wurde, rief er, das Opfer drehte den Kopf, um hinzusehen, und wurde erschossen. Einspruch! Aber die Aussage wurde als falsch überführt. Der hat nämlich oben gestanden, im Norden. Unser Höschenspezialist, Herr Stickler, hat das Verbrechen gesehen. Aber er befand sich im Norden, neben dem Mülleimer, in den er das Höschen geworfen hat. Hätte er von dort aus gerufen, hätte die Kugel die rechte Schläfe nicht treffen können. Das ist richtig. Dummer Anwalt. Wie bitte? Erinnern Sie sich, was Sie heute Morgen zum Frühstück gegessen haben? Erinnerst du dich, Jussi? Ich trinke immer ein Glas Milch zum Frühstück. Ich nimmer, ich habe jetzt neuerdings Laktoseintoleranz-Gedönse. Es ist scheiße, alt zu werden. Aber auf der anderen Seite tangiert es mich nicht wirklich. Dann trinke ich halt laktosefreie Milch, mir doch scheißegal. Kaffee trinke ich fast nie. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ich habe halt gern Tzatziki gemacht oder so. Und der schmeckt mit laktosefreiem Quark irgendwie nicht. Also der schmeckt nicht so. Ist ja auch egal so. Auf eins kommt es an. Dem Doktor wurde in die rechte Schläfe geschossen. Wenn dem so ist, kann es dafür nur eine Erklärung geben. Der Höschenbubi hat sich geirrt. Einspruch! Aber sein Standort ist bewiesen. Da können Sie nicht einfach sagen, er habe sich geirrt. Einspruch! Warum zeigen Sie uns da nicht? Warum zeigen Sie es? Wie, was? Wo? Ja, zeig her. Es zeigen? Was denn? Muss ich denn alles erklären? Na schön. Lassen Sie uns rekapitulieren. Machen wir nochmal dieses 3D-Ding, das ist immer so geil. Wenn der Zeuge, der Höschenfatzke, sich im Norden befunden hat, wo hat sich dann der Schütze aufgehalten? Von welchem Ort aus hat der Mörder das Opfer erschossen? Ja, aber warten Sie, wenn der Zeuge dort gestanden hat, wie hätte jemand dem Opfer dann in die rechte Schläfe schießen können? Ich habe nur die Fakten dargelegt. Jetzt muss der Knabe mit der leuchtenden Stirn es uns zeigen. Wenn Sie es können, meine ich. Wokiki-Taki stand bei der M wie Mördermarkierung. Wesley Stickler stand bei der Z wie Zeugenmarkierung. Und Pell Meraktis stand bei der O wie Opfermarkierung. Hören wir uns an, was die Verteidigung zu sagen hat. Oh, es hat gerade automatisch gespeichert. Das ist gut. Aber sicher ist sicher, ne? So. Also, hören wir uns an, was die Verteidigung zu sagen hat. Wo befand sich der Mörder, als er aufs Opfer geschossen hat? Bei der Mördermarkierung? Bei der Zeugemarkierung?
Ist doch eigentlich ganz logisch. Woanders. Bei der derzeitigen Faktenlage können wir dieses Verbrechen im Moment nicht erklären, ohne uns selbst in mancher Hinsicht zu widersprechen. Aber ich weiß warum. Der wahre Mörder hat von einem vollkommen anderen Ort aus geschossen. Wovon reden Sie da? Ich habe keinen anderen Ort gesehen. Wie keinen anderen Ort gesehen? Anscheinend hat Herr Justice das. Wir sind ganz Ohr. Wo im Park befand sich der Mörder, als er das Opfer erschossen hat? Einspruch! Wie Einspruch? Ich will es jetzt zeigen. Es ist an der Zeit, die Messlatte anzuheben und den Einsatz zu erhöhen. Hä? Die Strafen sind unschön, finden Sie nicht? Was aber wäre, wenn sie schrecklich wären? Oh. Wenn er wenigstens Bass spielen würde, das wäre cool. Aber blödes E-Gitarrengeschrammel, da lache ich doch. So zum Beispiel. Ach Gott, jetzt gibt es eine doppelte Strafe. Hui, Bruder, hab ich Angst. Ich weiß, wo es war. Mann. Möchte Stirni uns in eine neue Richtung bringen? Dann muss er den Herausforderungen auch gewachsen sein. Okay. Herausforderung angenommen. Jetzt kommt's drauf an. Bist du sicher, Apollo? Der Schlüssel ist die Aussage von Herrn Stickler. Wenn wir ihm glauben und wissen, wo er gestanden hat und das Opfer sich zur Seite gedreht hat, als er rief, dann gibt's nur einen Ort, an dem der Mörder hätte sein können. Der Mörder hat das Opfer von hier aus erschossen. Na, von da! Die war im Wagen! Ich verstehe immer noch nicht, warum der überhaupt den blöden Wagen gezogen hat. Aber die war im Wagen. Ich glaube, wir schulden einer Person großen Dank. Frau Alita Tiala. Wie meinen Sie das? Dank Ihnen hatten wir die Möglichkeit, das Verbrechen nochmals zu analysieren. Und diesmal waren wir vorbereitet. Wir wissen, dass Wesley Stickler die Wahrheit gesagt hat. Wir hätten ihm von Anfang an zuhören sollen. Wesley Stickler stand neben dem Mülleimer, als er die beiden Männer gesehen hat. Yeah, 3D-Animation mit 5 Frames, jawoll! Er hat gerufen, genau wie er es in seiner Aussage beschrieben hat. Und das Opfer hat sich in seine Richtung gedreht. Es wurde ein Schuss abgegeben, das Opfer wurde an der rechten Schläfe getroffen. Oh nein! Oh doch? Oh ja! Wohin zeigte seine rechte Schläfe in diesem Moment? Genau, in Richtung des Nudelstandes. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sie sagen also, der Mörder war im Nudelstand? Oh, das ist ein schöner Name, Titel für die Folge. Der Mörder war im Nudelstand. Ja, aber das ist doof. Wenn ich die Folge Der Mörder war im Nudelstand nenne, dann weiß jeder am Anfang der Folge, wo der Mörder war. Okay, lassen wir das. Lassen Sie uns das etwas näher beleuchten, ja? Sie sagen, der Mörder war im Nudelstand. Das würde heißen, das Opfer Dr. Meraktis kam in den Park und zog seinen Mörder im Karren hinter sich her. Das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Ich muss ihr da leider zustimmen. Aber es war halt so. Ich würde sagen, man merkt es, wenn man jemanden zieht. Einspruch! Es gibt da eine Frage, die uns vor allem beschäftigen sollte. Warum hat er den Nudelstand überhaupt gezogen? Na klar war es im Nudelstand. Junge, als wir in der Meraktis-Klinik waren. Jesus, ne, ich krepiere hier fast. Also, als wir in der Meraktis-Klinik waren da lauter Nudeltöpfe, Suppenschüsseln. Keine Ahnung, 20 oder so. Und ich dachte noch so, hat er so viel Nudeln gegessen oder was? Nee. Das war Alita, die Nudeltöpfe, Nudelschüsseln rausgeräumt hat, damit sie Platz drin hat. Oder so. Keine Ahnung. Warum hat er den Nudelstand überhaupt gezogen? Das ist eine saugute Frage, die würde ich auch gern wissen. Lassen Sie uns die Probleme doch der Reihe nach durchgehen, ja? Jemand hat sich im Stand versteckt. Wir sind bereits zu weit vorgedrungen, um über Möglichkeiten zu sprechen. Reden wir über Beweise, ja? Zeigen Sie uns einen Beweis dafür, dass jemand im Stand war. Sie wollen einen Beweis dafür, dass sich jemand in dem Stand versteckt hat?
Nun, ich hab's. Hier ist er. Faszinierend. Zeigen Sie uns, was Sie haben. Zeigen Sie uns einen Beweis dafür, dass sich jemand im Nudelstand versteckt hat. Also einen richtigen Beweis habe ich jetzt halt nicht. Außer das hier. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt das vorzeige, dass ich dann sagen kann, von diesen hier waren in der Meraktis-Klinik 30 Stück oder sowas, die sie rausgemacht hat, damit sie Platz hat. Wobei ich mir dann aber wieder die Frage stelle, wenn sie die ganzen Schüsseln rausräumen muss, damit sie Platz hat, wie hat dann Herr Eldun in seinem Nudelstand Platz? Ach so, ja klar, der ist nicht im Nudelstand, weil er zieht ihn ja. Okay, ja, ich hab's verstanden, sorry. Alles klar. Hat funktioniert. Was meinen Sie, Staatsanwalt Gavin? Wir haben die Wahl zwischen Himmel und Hölle. Entweder ticken wir nicht ganz richtig oder Stirni. Ihr tickt nicht richtig. Ich frage mich, wer es wohl ist. Grins nicht so blöde. Oh shit. Das Gericht erklärt Herrn Justice für nicht ganz richtig im Kopf. Per Mehrheitsbeschluss. Oh Kacke. Ich dachte, das wäre es. Mann! Ich sollte jetzt ganz viel was anderes auswählen. Wie wäre es, wenn Sie uns zur Abwechslung mal den richtigen Beweis zeigen würden? Wie wäre es, wenn ich zur Abwechslung mal speichern würde? Nehmen wir den da. So. Also, zeigen Sie uns den Beweis, dass sich jemand im Nudelstand versteckt hat. Ach so! Alter, die Schlappen natürlich! Die Schlappen, der Fußabdruck, der da war. Alter, bin ich doof. Okay, hier. Nimm das. Aha. Die Meraktis-Klinik. Die sind voll Farbe. Die wurden in einem Mülleimer in der Nähe des Tatorts gefunden. Und? Ein einzelner Pantoffelabdruck wurde am Tatort gefunden. Direkt neben dem Nudelstand. Aha. Oh, und Frau Tiala? Ihr Zehenabdruck wurde in diesem Pantoffel gefunden. Was lernen wir draus? Wenn du ein Verbrechen begehen willst, wasch dir die Füße vorher. Bäm. Ja, dann hinterlässt er auch keine so schwarzen Zehenabdrücke. Mit anderen Worten, dies ist der Beweis dafür, dass sie in dem Nudelstand waren. Ick. Einspruch! Was? Nix Einspruch. Sag doch einfach, ja, er hat gewonnen. Allerdings wurde am Tatort nur ein Pantoffelabdruck gefunden. Kann man das ernsthaft einen Fußabdruck nennen? Einspruch! Ah, ja, kann man. Sehen wir uns die Abbildung noch einmal an. Ein Parkweg führt direkt neben dem Pantoffelabdruck entlang. Ein Pantoffel wurde auf einem Kopfsteinpflaster, keine Spuren hinterlassen. Jetzt kommt, woher willst du denn wissen, dass er überhaupt da war? Ja, weil das Blatt noch drauf ist. Dennoch können Sie nicht behaupten, dass es sich hier um einen Fußabdruck handelt. Warum nicht? Sie haben einen Abdruck eines einzelnen Pantoffels. Was ist, wenn er sich auf dem Stand befand und einfach zu Boden gefallen ist? Das ist Blödsinn. Noch etwas. Ein Nudelstand ist für gewöhnlich voll Utensilien zum Nudelkochen. Es gibt einfach keinen Platz für einen Mitfahrer. Doch, weil sie die Nudelschüssel vorher rausgemacht hat. Habe ich doch vorhin gesagt, aber ihr wollt mir ja nicht zuhören. Sie haben recht. Also nicht. Hätte sich jemand in dem Stand verstecken können? Apollo, ich glaube, ich habe da etwas. Ich glaube, ich habe einen Beweis gefunden. Um im Nudelstand Platz zu schaffen, hätten einige Dinge... Nun, Herr Justice, haben Sie einen Beweis dafür, dass sich jemand in dem Stand verstecken konnte? Ich kann eines beweisen. Jemand hat geplant, im Stand Platz zu schaffen. Jetzt kommt, glaube ich, die Schüssel, oder? Ja, jetzt kommt die Schüssel. Da, jetzt aber. Oh, ich hätte speichern sollen. Hat funktioniert. Das ist eine der Nudelschalen von Elduns Noodles. Ja, und was ist damit? Wir haben gestern eine große Anzahl dieser Schalen entdeckt. In der Eingangshalle der Meraktis-Klinik. Eine große Anzahl Nudelschalen in der Klinik des Opfers? Herr Eldun war sich absolut sicher, was die Schalen angeht. Nun, mir ist egal, wer es war. Ohne diesen Stand bin ich ruiniert. Meine gesamten Nudelschalen waren auch darin. Aber die Schalen wurden herausgenommen. In jener Nacht war also Platz im Nudelstand.
Und dieser Platz wurde in der Nähe der Meraktis-Klinik geschaffen. Und zwar genau in der Zeit, als Sie dort waren, Frau Alita Tiala. Das ist nee. Stopp! Jetzt reicht's mir aber mit diesen wilden Fantasien. Nein, nicht Fantasien. Das sind noch schlimmere Lügengeschichten, als sie der verzogene Bengel dort erzählt. Ich möchte die Zeugin hiermit an ihren derzeitigen Status erinnern, wo wir gerade bei Status sind. Ich gehe mal ganz kurz speichern hier irgendwo. So, siehste, alles klar. Das Gericht sieht sie nicht als unschuldig an. Zeigen Sie mir einen Menschen, der unschuldig ist, dann zeige ich Ihnen ein Märchen. Wie dem auch sei. Die Verteidigung hat jedenfalls recht. Die Zeugin hatte ein Motiv und die Gelegenheit, Dr. Meraktis umzubringen. Noch mehr Märchen. Dieser ganze Prozess ist ein einziges Märchen. Dann holen Sie uns doch bitte wieder in die Realität zurück, Frau Tiala. Ich gebe Ihnen noch eine letzte Chance, sich zu erklären. Das ist es. Warum hat Dr. Meraktis in jener Nacht den Stand gezogen? Das ist die gute Frage. Und was hatte Alita Tiala darin zu suchen? Höchste Zeit, diesen Fall auf den Grund zu gehen. Hui. Tialas Erklärung. An jenem Abend bin ich zu Dr. Meraktis gegangen, um die Patientenakte zu erbitten. Ich hatte nie die Absicht, die Akte in die Hände der Kitakis fallen zu lassen. Aber Dr. Meraktis hat das nicht verstanden. Irgendwie dachte er, die Kitakis hätten mich geschickt. Also gab ich auf und ging nach Hause. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Sie wussten über die verpfuschte Operation Bescheid. Also versuchten sie, die Akte zu vernichten, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen. Ich gedenke nicht, es abzustreiten. Und ich hatte den guten Doktor gewarnt. Ich hatte ihm eine Chance gegeben. Ich sagte ihm, dieser Bengel hätte die Ergebnisse seines Untersuchungsbefunds gelesen. Und er würde kommen, um die Angelegenheit zu regeln. Verstehe. Also gut, Herr Justice, fangen Sie mit dem Kreuzverhör an. Jawohl, ja. Letzte Aussage. Entweder sehe ich die Wahrheit oder es ist aus.